Hallo zusammen, hier ist der Klitus von Crown Crew. Heute gibt es mal ein kleines Demolition Gameplay, wo noch ein paar von den Crown Member dabei sind. Quasti, Sherlu, Joy und der Trapid. Wobei der Sherlu und der Joy der gleich sind. Das Game ist irgendwie 16 Minuten gegangen, darum habe ich hier gewisse Teile ein bisschen vorspulen. Und vielleicht habt ihr es gesehen, der Typ, den ich hier jetzt gerade abkassiert habe, und glaube auch noch ein paar andere in diesem Spiel, die in ihrem Clan-Tag hier die farbigen Knöpfe, die ja im Moment so cool sind. Es gibt glaube ich hunderte, die sie durchdrehen, von wegen Hacker und so, und ich habe es am Anfang ja auch gemeint, aber das kann man relativ einfach eingeben. Jetzt mal es ja noch so cool ausgesehen. Aber was ihr hier vergessen und vielleicht auch werden sehen, ist für die Marksman drauf haben, das heisst, wo man Gegner auf weitere Distanz erkennt, ist es so extrem einfach, einen Gegner zu erkennen. Allgemein, je länger das eigentlich euer Name mit dem Clan-Tag ist, umso einfacher seid ihr dann eigentlich zu erkennen. Darum ist meine Empfehlung, raus mit dem farbigen Klibim und eigentlich auch weg mit dem Clan-Tag, weil es macht einfach den Namen kürzer und euch somit weniger schnell sichtbar. Und auch für eure Mitspieler, gerade am Anfang, wenn man lossäckelt, verdecken häufig eigentlich neben die Hälfte vom Bildschirm. Und auch sonst kommt es zum Teil zu Situationen, wo das einfach mühsam ist, wenn man so einen langen Namen mit dem Clan-Tag hat. Darum meine Empfehlung ganz klar, raus mit dem Clan-Tag, nur mit dem Namen. Das ist definitiv besser für alle Beteiligten. Dann ist es so, das habt ihr vielleicht schon gehört, sorry, kurze Unterbrechung. Hier die erste Assault-Drohne bekommen wir in einem Care-Package, ganz schön. Das kleine Roboterli, das rumcruisen. Und jetzt nochmal schnell zurück zum Thema von vorhin. Und zwar, ihr habt vielleicht schon gesehen, dass am Anfang von einem Game plötzlich ein Advanced UAV, also die verbesserte Drohne, am Himmel ist, und dann checkt ihr das Scoreboard und sieht, dass dort eigentlich noch gar niemand genug Abschüsse oder auch Flaggeneinnahmen, Punkteinnahmen hat gemacht, damit das schon oben sein kann. Die Erklärung für das ist relativ simpel und ziemlich geil. Und zwar, wenn 3 vom gleichen Team Drohnen auflösen, UAV, dann verwandelt sich das dann eigentlich die erweiterte Drohne, wo man ja auch sieht, in welche Richtung das der Gegner schaut. Blackbird-Style. Das ist ganz gäbig, wirklich ganz gäbig. Wir haben dann abgesprochen, wo wir 3-4 waren, dass wir sicher als erstes mal Drohnen rein tun. So hat man dann kurz kommunizieren, hat jeder, haben wir mindestens 3, okay, ist gut, zack, auf mit dem Zeugs. Und dann hat man schon ein Advanced UAV, also ganz geil. Es gibt dann auch noch die Extremform von denen, die einfach Dinge rein tun. Drohnen und Counterdrohnen und kein Drittes. Und dann gibt es eigentlich ständig wieder Drohnen und Gegendrohnen für den Gegner, und so kann man die ziemlich easy aus dem Konzept bringen und hat selber einen riesen Vorteil. Ja, selber kann man ja nur eine Drohne sammeln, muss die auflassen, sonst ist dann die nächste, die man wird bekommen, eigentlich für nichts gewesen. Ausser wenn man sie in einem Care Package hat, dann hat man ja eigentlich 4 Point Streaks zur Auswahl. Ja, ist ganz geil, also da könnt ihr definitiv auch mal probieren, wenn ihr mindestens 3 seid, hilft extrem. Sie haben mittlerweile von anfänglichen ACR auf die MP7 gewechselt. Ich habe mir die Waffe auch freigeschaltet im Prestige Shop mit so einem Prestige Token, weil man bekommt sie relativ spät. Und da ich sowieso bis zum 10. Prestige wieder spielen, wollte ich eigentlich nicht immer so lange warten. Das heisst, ich habe mir jetzt die ACR und eben die MP7 gekauft. Und die MP7 ist auch eine richtig gute Maschinenpistole im Fall, wirklich. Weil zum Zielen ist es eigentlich so, dass sie sich fast gar nicht bewegt, wenn man ballert. Also kein Rückstoß vorhanden ist, fast keine. Und mit dem Kick wird das dann noch weiter verringert. Also super Waffe, müsst ihr mal ausprobieren, wenn ihr könnt. MP7. Jetzt hier seht ihr, ich habe vorhin in einem Care Package die zweite Assault-Drohne in einem Game bekommen. Finde ich hure geil. Weil das Teil ist eben schon noch mächtig und ich cruise jetzt hier richtig Enemy Spawn. Gewisse sind verwirrt, säckeln davon, andere werden gerade abkassiert mit dem Raketli, Double Kill. Und ja, sie hat noch relativ viel Leben. Der Bildschirm wird einfach immer flimmeriger, schlechter, wenn man getroffen wird, und plötzlich ist man da draussen. Aber ein ganzes gäbiges Teil, wirklich, kann man richtig viel Spass haben und dem selber kann nichts passieren.
Es tut mich schnell einen messern. Da hinten ist der Juggernaut. Ja. Gegen den habe ich nichts anrichten, weil ich schon ziemlich Schaden genommen habe. Jetzt habt ihr das gesehen? Jetzt habe ich das Ding aktivieren, drücken und dann habe ich plötzlich einfach nichts mehr hängen. Und dann habe ich ein bisschen auf den Knöpfen rumhebeln und dann ist es plötzlich gegangen. Strange. Aber das Teil zum zweiten Mal unterwegs. Da wird es schnell ein bisschen dunkel. Und jetzt geht es weiter. Gerade wenn man schön abgemessert. Gerade wenn man auch noch einen Teamspieler eigentlich dabei hat, der auch ein bisschen fighten kann, ist es ein wunderbares Ding. Kann man rausfahren zum Sondieren und schon mal die ersten abkassieren und die Mitspieler können dann hinten dran eigentlich mitziehen. Tschüss, sie haben schon nicht ganz so stark wie vor einer normalen Knarre, aber das spielt eigentlich gar keine Rolle. Nur eben zum Spass haben ist es ausgezeichnet, das Teil. Die erste Runde haben wir ja verloren. Darum ist es hier vom Gameplay her wichtig gewesen, dass wir den heimbringen können. Ich habe jetzt hier in meinem Care Package gerade so einen Strafe Run, 5 Helis drinnen gehabt. Finde ich leider nicht wahnsinnig. Es haben zwar 2 Kills gegeben, wenn ich mich nicht täusche, aber der Gegner hat schlussendlich, glaube ich, auch alle abkassiert. Das heisst, es hat dem Gegner eigentlich 5 Point-Streak-Punkte gegeben. Nicht so schön. Schöner ist der Triple Kill hier. Predator ist einfach aber schon grossartig. Und darum eben gerade für die auch vielleicht nicht ganz so viele Kills machen, um auf einen Point Streak zu kommen, wenn sie mit der Assault-Klasse spielen, ist einfach Drohne, Care Package, Predator ist tiptop. Weil man hat Drohne, um eben ein bisschen den Überblick zu bekommen. Man hat das Care Package, um zwischendurch etwas Geld abzukassieren, wie meine 2 Assault-Drohnen, die Kampfpanzerli. Und dann Predator halt wunderschön, um einerseits Pünktchen zu schützen, Bomben abzudecken und andererseits kann man eben auch im Spawn, wenn gerade sehr viele Gegner gestorben sind, ja, ziemlich gut abkassieren. Jetzt vielleicht habt ihr es schon gespielt, der Demolition im MW3, da ist es ein bisschen anders. Am Schluss ist es nicht so, dass man wieder muss defenden oder attackieren, sondern es hat einfach eine Bombe in der Mitte und da geht es dann eigentlich darum, dass man muss planten vor dem anderen Team. Wenn das so ist, muss das andere Team probieren zu diffusen, können auch selber wieder planten. Man kämpft also um ein Bömbeli. Ich bin da schön am Durchdrehen mit der MP7. Ihr seht, das Teil arbeitet einfach wirklich sehr zuverlässig. Aber das Tal hier auf dieser Map ist einfach schon ein bisschen eine Frechheit von der Platzierung her, das muss ich echt sagen. Weil ja, sorry, da fliegen jetzt die ganze Zeit HGs, die habt ihr auch von mir selber gesehen, Stun-Granaten rein und so, das ist einfach wirklich totales Chaos. Aber durch das, dass wir schön kommuniziert haben, sind wir in der Lage gewesen, den Gegner wegzudrücken und dann sind alle rausgegangen. Jeder aus dem gegnerischen Team hat das Spiel verloren, mich jetzt verrissen. Das habe ich schon länger nicht mehr gesehen. Ja, sie sind scheinbar nach ihrem Gutdünken chancenlos gewesen. Und ich meine, hallo, haben die jetzt alle dashboardet oder was? Aber ja, schön gewesen, der Merit war auch noch dabei gewesen. Hat auf jeden Fall Spass gemacht und schön zusammen.